Herzlich willkommen miteinander zu einer neuen Folge FC Basel Karrieremodus. Und heute geht es weiter und ich habe eine kleine Überraschung für euch. Ich habe mich entschieden, doch am Wochenende Videos hochzuladen. Das wird ein bisschen aber anders laufen, als ihr denkt. Wir werden Sion auswärts simulieren, Lugano spielen und Luzern spielen das letzte Spiel. Dann geht es am Samstag weiter für euch. Finale gegen Luzern, Cup-Finale, ob wir das Triple schaffen, das sehen wir in dieser Folge. No, nein, komm, wir nehmen das nicht. Wir entscheiden uns um. Wir spielen gegen Luzern im Finale heute schon. Ich weiß schon wieso. Und zwar spielen wir dann gegen Sion und Lugano simulieren wir. Nee, Lugano spielen wir, das letzte Heimspiel ist und gegen Luzern simulieren wir und dann gegen Luzern spielen wir. Und dann in der nächsten Fall geht es in der Europameisterschaft weiter mit der Schweiz. Mal schauen, wie weit wir kommen gegen Rumänien, Finnland und Dänemark mit Niklas Bentner. Wir schauen, dass der Lord das nicht abschießt. Und im Juli gehen wir dann in dem Fall in die Transferphase und dann im August geht es dann weiter mit der Saison. Also sind gespannt, wir gehen weiter ins Spiel gegen Sion. Und es wird natürlich rotiert und rotiert. Natürlich nach dem Schalke-Spiel sind recht viele müde. Aber es können heute auch mal die Jungen spielen. Wir spielen also wieder Dragowski, Ali, Saar, Kümart spielt mal endlich wieder. Janko, Xhaka, Delgado, die zwei Erfahrenen. Dann Bua, Bjarnason, Baumann und der Janko vorne innen. Die haben das letzte Unentschieden gegen GC gespielt und verloren gegen Vaduz und gegen Luzern. Das heisst etwas. Sayuba im Goal. Spiel mit Konate, Ida Peruna und Colasso vorne. Foldini macht das 1:0 natürlich. Janko macht aber das 1:2. Das ist super. Natürlich, wir sind schon Meister, das heißt, es geht nicht mehr um so viel. Ab der 65 Stunden ins Springen für und Embolo macht das noch das 2:2. Kommt für den Janko, ja. Baumann verletzt sich aber. Aber mit Flaschen müsste es eigentlich nicht so schlimm sein. Wir schauen schnell. Wir bekommen 4,4 Millionen dazu, das nehmen wir natürlich an, weil wir da natürlich da den Schalke gewonnen haben, natürlich weil er mehr Geld hat. Und der Bauern fällt für 8 Wochen aus. Ach du Scheiße. Ist eigentlich nicht so tragisch, aber trotzdem ist es ein bisschen blöd. Jetzt müssen wir schauen, wieso. Baumann ist natürlich da nicht gewesen. Embolo bleibt dann. Da kommt der Hunziker, will ich auf 60 bekommen. Hunziker auf 60, das ist unser nächstes Ziel. Embolo bleibt sowieso immer drin. Oh Gott, das überlege ich mir wahrscheinlich einmal. Ich will aber sicher mal alle beide Goalie auf 80 bekommen. Jetzt schauen wir schon auf die Ausstellung. Kümmer bleibt drin. Baumann muss natürlich rauskommen. Haben wir da sonst einen anderen, der vielleicht nicht so oft spielt. Machen wir mal den Steffen. Franzen dürfte auch mal spielen für den Delgado. Ja, ich mal speichern. Und dann gehen wir ins Spiel und ab der 60 Minuten wir dann vorspringen. Also statt der Baumann spielt mit Steffen und der Steffen macht es 1:0 und Franz holt sich Geld. Also unsere neue zwei Akteure gerade im Vorsprung da. Zeigen sich gerade. Bua macht das 2:0, nice. Vorspringen, wir können 4:0 mit Steffen und Doppelpack, also bedanken Sie sich dafür, dass er natürlich dürfen spielen und das gegen Lugano. So. Okay, mir ist es okay, ihr denkt sicher alles, du bist doch behindert. Mir ist es auch gerade aufgefallen. Mir ist jetzt auch gerade aufgefallen, dass wir schauen. Meine Fresse, bin ich behindert. Egal. In dem Fall spielen wir gegen Luzern nicht. Lassen wir es sich um. Ich finde es auch so unnötig. Also wenn ich privat wäre, würde ich auch nicht spielen. Franz ist gesperrt zu den geilen Karten. Und der... Komm, wir spielen mit dem Samuel. Wir spielen gegen Luzern, come on. Dann spielen wir halt zweimal, aber egal. Spielen wir also mit Suchi und der... Mit Suchi und dem
Samuel. Franz Feld und das sind alle gut in Form. Das wünscht man sich normalerweise immer. Kommt der gerade spielt. Safari spielt. Jan kann ich jetzt lasse ich mal drin. Bua lasse ich mal drin. Ich lasse mal so drin. Da werden für unsere. Die Jungs sollen sich da mal aufwärmen. Da. Die 5. Obwohl die 7 werden alle spielen wahrscheinlich im nächsten Spiel. So, also gehen wir ins letzte Spiel dann noch für den Walter Samuel und für den Safari. Ich sage das nachher. Und herzlich willkommen zum letzten Spiel von der Raiffeisen Super League. In dieser Saison 15/16 Basel der Meister. Also nochmal auswärts gegen Luzern. Luzern beendet die Saison mit dem 7. Platz unter den Erwartungen wahrscheinlich über St. Gallen sein. Aber dürfen heute die Saison mit einem Heimspiel vor vollem Haus in der Swissbar Arena. Entschuldigung, wenn ich es falsch sage, ich glaube es ist Swissbar Arena. Spielen. Basel mit 21 Gegengol, am wenigsten Gegengol. Luzern doppelt so viel. Und Samuel, für ihn wird es sein zweitletztes Spiel sein. Oder sogar sein letztes, je nachdem ob er fit wird sein dann für das Heimspiel. Dann im Cup-Final. Besser gesagt nicht im Heimspiel, es ist ja nachher der letzte Grund, aber natürlich wird das nicht so sein. Das wäre alle cool, wenn wir ein anderes Stadion hätten. So, wir gehen in die Aufschläge von Basel, Kennedy, Dragowski, Safari, Suchi, Samuel, Janko, Xhaka, Delgado, Steffen, Pianos und Kevin Bua überraschend vorne, aber auch der Marc Janko. Aber wir dürfen auf die Bank nicht vergessen, die ist gefährlich. Und der 38-jährige Walter Adrian Samuel, das ist heute das letzte Spiel. Die Legende hört auf. Champions League-Sieger, Europacup-Sieger, italienischer Meister, argentinischer Meister und natürlich auch Schweizer Meister. Mit dem FCB Svelden fliegt noch der Cup-Sieg, ab das sehen wir dann nächste Woche, ob er das erreichen wird. Der Pass von Delgado. Verursacht hier einen Freistoß. Der sogenannte Il Moro wird also die Folge, aber auch die Saison beenden. Jetzt Luzern, erster Angriff. Und erstes Goal, Hüger mit dem 1:0. Und Luzerner gehen überraschend in Führung. Die ersten 5 Minuten sind im FC Basel gewesen. Aber jetzt der Ausgang, die vor Überraschung meine ich. Das Wort fällt mir jetzt. Luzern führt uns mit 1:0. Dragowski sieht auch nicht so gut aus. 1:0 also für Luzern nach 7 Minuten. Alan Xhaka schön über Gulli ausgespielt. Sieht jetzt mit. Und Bjarnason! Xhaka passt in die Mitte. Und Bjarnason steht, wo ein Mittelfeldspiel nicht steht, hat eigentlich schön im 16er. Und nimmt direkt ab und zimmert in die andere Ecke. Keine Chance für den Simon. Erste Halbzeit, also bei 1:1 zwischen Basel und Luzern. Und der Brill, Donald Emmer darf sich nochmal aufwärmen für das Cup-Final. Marc Janko kommt raus. Heute nicht so auf Flanke gespielt wurde, also für ihn auch ein weniger freudendes Spiel. Warum mit keiner einzigen Ballberührung besetzt. Flanke und Dragowski. Flanke. Ember jetzt eben das erste Mal am Ball. Mit dem schönen Pass von Bjarnason. Und der Ball abgefälscht. Bjarnason viert. Es ist fast zweite Goal. Ich weiß nicht, ob es für ihn zählt, aber Brandenburger
schießt er an. Und der eigentlich, wo gut gekommen ist für die Halbzeit, wird leider angeschossen und er kann auch nicht dafür, weil ist voll in der Schussbahn rein. Der Ball wäre sonst nicht reingegangen. Und das wird gewertet als Goal von Bjarnason in dem Fall. 73 Minuten, 2-1 Basel. Bjarnason mit dem Doppeltreffer. Und Luzern wechselt, glaube ich, das dritte Mal jetzt schon wieder. Luzern ist stark, klar, aber Basel ist ein bisschen mehr am Drucker. Janko jetzt schickt aber zum Kevin Boa. Der mit dem Pass in die Mitte und Janko! Mit seinem ersten Treffer für den FCB. So viel ich weiß. Ich weiß nicht, ich kann mich erinnern, ob der ja die Liga getroffen hat. Buam mit dem schlauen Pass nochmal in die Mitte. Und der Janko rutscht dort noch schön, er bekommt den Fuß noch hinter den Ball und schießt das 3-1. Basel kommt also langsam in Fahrt. Es ist also doch sein erstes Goal in der Raiffeisen Super League und das am letzten Spieltag. Basel führt also mittlerweile mit 3-1. Wir gewinnen also ein Spiel mit 4-2. Ich weiß jetzt nicht, ob es aufgenommen hat richtig. Weil irgendwie hat es mir vorhin angezeigt, dass er wieder neu aufnimmt, ganz komisch. Wir können das Spiel also nochmal schauen. Schon mal ist Goalie von der Wettbewerb, genau, Dabur mit 17 Goal natürlich verdient. Auch von der Saison. Und im Team von der Saison ist einfach ein Bastard. Okay, das erklärt FIFA. Wir sehen uns wieder im Finale. Bis nachher. Herzlich willkommen im Schweizer Pokalfinal. FC Basel, der Schweizer Meister und Europacup-Sieger gegen Luzern, wo knapp den Abstieg vermindert hat. Mein Name ist Alessio und willkommen auf dem Kanal Italiano. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like da. Wir sehen hier den Weg von Basel und von Luzern. Basel mit 1-0 und 3-0 gegen Lugano durchgesetzt. Basel im internationalen Schwarz-Rot-Blau und Luzern im Auswärtstrikot Weiß-Gold. Spielfokus natürlich der 10-jährige Breel Embalo, der natürlich auch die Europameisterschaft 2016 im Frank aufmischen will. Auf ihn zählt, das ist die stärkste nominell vom FC Basel. Donnarumma, Safari, Sarr, Sucri, Traoré, Tilemon, Delgado, Boetius, Gold, Steffen und natürlich Embolo. Das ist die stärkste Elf vom Europacup. Stärkste Elf von der Liga. Stärkste Elf vom Pokal. Simon, Sarr, Pulic, Lustenberger, Affolter, Neumeier, Hüka, Haas, Schneuli und Jeschil. Das ist die Aufstellung vor der Luzerner. Also fast keine Änderungen bemerkbar. Sofort geht's dann los im Finale. Los geht's, holt sich Basel das Triple. Das sehen wir in den nächsten 90 Minuten. Gado gibt Freistoß. Pass wird gespielt. Sarr, der Verteidiger macht's! Der Innenverteidiger macht's und das ist schnell gemacht. Timo, Gold und Sarr läuft einen Schritt, dreht sich und zwischen zwei Verteidiger durch. Timo sieht nicht gut aus mit dem Schuss. Und es ist, ich glaube, wahrscheinlich das erste Goal für den Sarr überhaupt. Also der Verteidiger trifft Marian Sarr von Borussia Dortmund. 1-0 Basel nach 16 Minuten. Der Pass, der Kopfball gegen der Tilemon.
Ich habe erst gedacht, wieso geht der Ball gegen hinten nicht richtig Goal, aber jetzt weiss man so wahrscheinlich einstudiert. Der Eckball. Ball quasi erst am Pfosten, Ball mal zurücksetzt Tiedemann. Knallt der Ball noch richtig und macht das auf etwa knapp 16, 17 Meter. Keine Chance für Simon Basel. Führt Suchi. Delgado legt ab. Simon prallt ab und rein. Goal aus dem Nichts. Simon, der fährt mit dem Ferner. Delgado mit dem genialen Schuss. Und rein Goal, der kleine Shot. Aus vollem Lauf. Der Luft ab, noch keine Chance mehr für Simon Basel. Führt das 3:0. Also man kann wahrscheinlich jetzt schon denken, dass Basel da Cup-Sieger wird. Jetzt offiziell Tiedemann macht das Spiel schlussendlich zu. Luzern geht unter Basel mit dem 4:0. Eckball da. Embolo verliert das Kopfballduell. Tiedemann läuft zurück, nimmt ihn an und schießt schön unter die Latte. Und es ist das 4:0 nach 85 Minuten. Da und es ist die letzte Situation. Basel schießt Luzern ab und holt sich nach der traumhaften Saison das Triple. Für Kevin Buhr natürlich der erste Meistertitel. Wieder die gleichen Bilder wie aus Luzern. Basel feiert nicht den Meistertitel, aber der Pokalsieg, Cup-Sieg. Und in Italien haben sie richtig viel zum Feiern gehabt. Nach dem Finalgewinn von Schalke, der Meisterschaftssieg mit dem 4:2 gegen Luzern, jetzt auch noch das Final gewonnen. Suchi, der 90 Minuten gespielt hat, Delgado war nicht als Captain ins Spiel gegangen, ist, hat Zeit abgegeben zum Suchi und Suchi hebt den Pokal und Basel ist offiziell Triple Meister, Cup-Sieger, Meisterschaftssieger und UEFA Europa Cup Sieger. Und wir sind zurück da zusammen Schweizer Pokal Spieler vom Wettbewerb, der Juri Tiedemann. Schweizer Pokalsieger eben der FC Basel. Da sehen wir den Fußball, wo als Team of the Week mit dabei vom FC Basel Kevin Buhr, Serianko, Marek Suchi, Birkir, Biana Sonnenbrell, Embolo natürlich. Wir gehen nochmal in den Überblick. Und zwar zu den Spielstatistiken. Und zwar Rafi Super League. Embolo ist leider nur 5. geworden, aber hat noch gut aufgeholt. Hat gleich viel Goal wie der Zulechner von IB. So. Der Gematorvorlage hat ein Warau am meisten von uns. Der Delgado mit 5 ohne Gegengoal ist der Dragowski in 7 Spielen gewesen. Der Donnarumma in 4 Spielen. Die meiste gelbe Karte beim FCB hat der Traoré mit 5. Die meiste rote Karte beim FCB hat der Savalika mit 1. Die gehen im Schweizer Pokal, da ist der Janschen sogar vor dem Janko, der Delgado, Tiedemann, Sporer und Samuel, wo alle 2 haben, außer Samuel, der 1 hat. Dafür haben wir etwa vorhin schon geschafft mit 3 Goalvorlagen und natürlich der Vailati mit 2, ohne 2 Gegengol. Gelbe Karte haben am meisten Gold, Steffen, Franz, aber alle mit alle, die halt eine kann. Sveratic hat eine rote Karte als einziger bekommen. Im Europa League hat die meisten Goal Embolo geschossen mit 13 Goal, das vor Aubameyang und Reus. Durchvorlagen hat die meisten Boetius. Ohne Gegengol hat wahrscheinlich der Tarkowski mehr, aber der Donnarumma hat auch 2. Die meisten geile Karten im FCB hat
Gar nicht drauf, gar keine, wahrscheinlich rote Karte. Auch keine. Und so beenden wir eigentlich die Folge. Es ist ein bisschen länger, ich schätze mal 35 Minuten, aber es wird wahrscheinlich eine der letzten 35 Minuten geht, weil für das Wochenende kommen 2 Folgen, und zwar Spiel gegen Rumänien, Finnland und Dänemark. Sicher als eine Folge, und dann, je nachdem wie weit wir kommen, noch weitere Folge und der Transfermarkt natürlich. Das wird alles ab Mittwoch wahrscheinlich. Cooles kennt ihr auch wieso in der nächsten Folge. Ciao zusammen.